werden es brauchen. Dann am nächsten Tag, am Tag 3, die verschwundenen, die vergrabenen Vorräte. Also na, das sind Steine, ich wollte dir fest nur zeigen, das ist Kohle, weißt du? Hehehe. Lustig. Und dann schauen wir weiter. Man zugegeben, die 2 oder 3 Hauptloot, die wir gefunden haben, die haben uns in den Arsch gekriegt. So. Haben wir noch was wir schnell... Oh, ja. Schneebären braucht man, aber die sind nämlich voll geil für die Ausdauer, weißt? Da haben wir die Händlerin, genau. Da ist der Händler. Das ist unser eigentlicher Händlerin. Ja. Ja genau, ist sie. Den Loot haben wir schon rausgeholt, vergrabene Vorräte, da haben wir die funktionierende Werkbank. Und der Rest ergibt sich, genau. So wie immer halt bei mir. Reparieren. So, da. Was sollte man eigentlich Honig rauskriegen? Ich hoffe es zumindest. Nö. Ist das Stein? Naja, nehmen wir mit, ist ja wurscht. So, das sind so, also das sind so die Sachen, wo ich einfach nicht weiß, was ich da erzählen soll, weil man das einfach kennt, wenn man das selber spielt. Die Schneebären sind so genial für die Ausdauer. Goldruten, Baumwolle, Stein, Baumwolle, Gräser. Steinchen. Oder? Sehr gut. Sollte uns ja auch wieder Erfahrungspunkte bringen. Na, also mal schaut. Nutzen bitte. Danke. Dann passt. Jetzt da. Kommen wir schon langsam mal zum Abschluss der Aufnahme. Die dauert jetzt mittlerweile schon wieder 2 Stunden. 1:15 Uhr, 3:15 Uhr. Ich glaube 2 Stunden, das wollte ich eigentlich gar nicht aufhören.
Aber wie du siehst, das geht halt nicht anders. Es ist halt immer wieder das Gleiche. Naja gut, und wenn wir unsere Erfahrungspunkte jetzt dann nur mit Holzschlagen auszubringen, ist mir's auch wurscht. Zeit haben wir und die werden wir uns auch nehmen. Oder ich will mir's zumindest nehmen. Ja, ich hab keinen Stress. Weißt, ich baue mal über ich bin da eher so, check Mörtel auffangen und dann oben aussehen mehr. Weißt? Das hat auch nicht jedermanns Geschmack. So. Den großen Baum holen wir uns noch. Oh. Mhm. Den großen holen wir uns noch. Dann müssen wir uns eh schon verkriechen. Dann werden wir noch die zwei Level-Ups verbauen. Genau. Und dann werden wir uns. Wie werden wir das machen? Wir werden es so machen. Ich werde den Tag 3 komplett nutzen, offline, dass ich uns was zusammenfarm, zusammenloot, etc. Alles, was man jetzt so braucht. Und der Rest an Tag 4 dann wieder. Genau. Also man habe ja 10 Tage eingestellt, damit ich immer wieder Zeit für mich habe. Und dass ich da weiter tue und ja, du kennst ich brauch dir da eh nichts erzählen, wenn du das Spiel kennst, dann weißt du eh ungefähr, wie es abläuft. Ich will euch nicht für einen Neuen halten, ich habe ein bisschen einen anderen Spielstil, Jack Mirtli, aber trotzdem, ich weiß, das gemütlich und dann trotzdem langweilen mit die ersten 14 Tage da, ja, also da, das komischerweise, mich stört es nicht, weil ich von null auf leveln muss. Aber Endspiel, die ersten 14 Tage habe ich jetzt eh schon 200 Mal gesagt, irgendwie langweilig. Also, du hast die ersten 2 Nächte nicht gesehen. Ach, das ist nicht meins. So. Okay. War's was? Vielleicht geht es noch aus vor 10 Uhr. Ja. War vor 22 Uhr. Nicht ganz, aber seien wir sehr ehrlich. Lustig wird das Spiel erst dann, wenn eine Schreierin dabei ist und wenn dann die Feralen dabei sind und wenn du wirklich dagegen wehren kannst und du auch dann die großen Gebeine angehen kannst, dann finde ich das Spiel. Dann zeigt das Spiel erst sein Potenzial eigentlich. Ah. Passt. Soweit haben wir alles, was wir brauchen. Ich gehe da jetzt einmal in Deckung. Also wie gesagt, Tag 3 werde ich für mich nutzen, 120 Minuten werden wir einstellen. Und an Tag 4 um
5 oder 6 bin ich Satzes dann wieder dabei. Jetzt da schnell die Punkte vergeben. Da haben wir 2 Stück. Wir sollten eigentlich mit was weitermachen. Was brauchen wir wirklich? Level 4. Schamat. Inspiration. Also das ist für ein Schlitzohr. Das brauchen wir noch. Wenn, dann will ich da weitermachen. Du hast schon ein paar beeindruckende Stunts hingelegt, aber manchmal kostet dich der Krankenhausaufenthalt mehr als du verdienst, verringert die Ausdauerkosten von Sprüngen um 20, erhöht sie. Okay, Parkour, das ist das mit Springen und alles. Ja, ja, das passt mir aus dem Schatten. Schaltet das Fertigen von Pistolen frei. Na, Schmerztoleranz. Nee, hat's noch was für ein Ausdauertraining. Ja, wir müssen da weitermachen. Ich brauche unbedingt Rüstung. So. Level 3. Du bewegst dich immer noch laut und schwerfällig, verursachst aber 220% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Bögen, Handfeuerwaffen und Messern eine Chance von 15% dein Ziel zu zergliedern. Angriffswelle. Knüppel, Fäuste, Messer, Macheten und Schockstäbe. Tiefe Wunden, also das ist mit der stumpfen Klinge. Was haben wir denn da alles? Rolling. Das hört sehr geil an. Wir müssen uns jetzt 5 oder 6 Punkte aussuchen und in die werden wir investieren. Prügelpeter oder dein? Was wir werden das machen? Passt. Hm. Jetzt schaue ich noch schnell was. Das leider wie der Charakter ausschaut. Nehmen wir früh, dann hätten wir das nächste Level up. Eigentlich wollte er jetzt aufhören. Mit was verursacht jetzt mehr Schaden? Mit den Knüppel, gell? Prügelpeter. Okay.
Baseballschläger. Ist aber nicht viel. Zum Leben zwängt, zum Sterben zu viel. Überwachen. Reparieren. Baseballschläger, geschmiedetes Eisen. Super. Speer. Hammer. Hammer. Was? Tragen. Wir nehmen. Na, wir lassen da jetzt da. Das ist da mal bitte. Zerlegen. Und da einer. Was, die brauchen wir dabei einen. Tomaten dazu. Ein geiler Stunt, ha? War sicher mal ein Stuntman in seinem vorherigen Leben. Holzhammerblock. An, bitte. Was? Na, ein Level up wollen wir uns noch irgendwie. Mit Knüppel haben wir gesagt, gell? Ja. Wir müssen die schwere Rüstung ausziehen. Ja, weil die haut uns in der Ausdauer zurück. Ja. Ist schon bei weitem besser. Zwar noch immer noch nicht das, was ich mir vorstelle. Aber mal Ecken besser. Ich schaue normal zu der Finger. Okay, das kann man von alleine tun. Diese arschschwere Rüstung. Die Beweglichkeit-Brille auf. Ja, das ist ja eine schwere Rüstung.
ist leichte Rüstung. Ja, ist schon bei Weitem besser. Passt. Die schwere Rüstung, die hat mir so ein bisschen irritiert. Ja, wir müssen so verbleiben. Und den Rest, die schaut so Arsch aus. Hm. Ja, wurscht. Den einen Punkt vergeben wir noch, aber dann ist wirklich Schluss. Warte mal. Schwerfällig. Na, das ist auch nicht das, was ich ungefähr brauche. Angriffswelle. Laufen und schießen, ne? Das brauche ich nicht. Henker, Niederspannung. Bogenschießen, Revolverheld. Alter des fertigen Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen. Nehmen wir. Genau. Hoppala. Passt. Also wie gesagt. Braucht man das? Halten wir uns alles soweit? Das brauchen wir alles irgendwann einmal irgendwie. Ja. Tag 4. Na, Tag 3. So. Wie viele Minuten? Da stelle ich die Uhr auf 120 Minuten. Werde ein bisschen abarbeiten. Und ich werde die Häuser, die ich zwischen gemacht habe, wie du siehst, die Karten ist riesig. Da unten sind irgendwo gespawnt. Und ich werde ein paar Häuser machen und werde uns dann Loot aufbringen und alles anbringen. Ich werde uns dafür 10 Kisten machen. Werde da an der Grundbasis jetzt einmal weiterarbeiten. Genau. Und der Rest ergibt sich dann. So werden wir es machen. Also dann. Danke nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen Spaß gehabt an diesen knapp 2,5 Stunden, die ich da jetzt aufgenommen habe. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Das Spiel ist riesig. Man hat 100.000 Möglichkeiten. Und warum muss jetzt noch einer gehen und die abarbeiten? Finde ich langweilig. Ich bin ja lieber ein bisschen Individualist. Und dann schaue ich halt, dass ich das, was ich halt zusammenkriege, kriege ich zusammen. Und der Rest kommt dann, wenn es soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Baba dabei.